Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 4. Ich fasse es gerade ganz kurz schnell zusammen. Und zwar erinnert euch vielleicht, falls ihr mir auf Google Plus folgen oder so. Dort habe ich ja geschrieben, dass ich ein Tonprobleme hatte. Und zwar ist das ja nicht das einzige Game, wo ich Tonprobleme hatte, sondern auch bei Banished. Weil das am gleichen Tag aufgenommen worden ist. Wie ihr ja wisst, ich tue immer gerade mehrere Folgen miteinander aufnehmen und das von meistens mehreren Games, weil ich muss das so machen. Ich muss es dann machen, wenn ich Zeit habe. Komm jetzt, ernsthaft. Ja, wie schon gesagt, ich habe dann mein Zeug und Sachen und rumbasteln und machen und tun. Also zuerst war es das Mikrofon. Dann war es mein Mixer. Ich habe mein Mikrofon an einem Mixer, also Mixer ist auch übertrieben, es ist eigentlich wie das Aufnahmegerät, das ich dann mit dem PC verbunden habe. Das macht mir die ganze Sache ein bisschen einfacher. Und da hat er gesponnen und danach hat das Aufnahmeprogramm gesponnen. Das war eigentlich das Hauptproblem, dass das Aufnahmeprogramm gesponnen hat. Und ja, darum habe ich jetzt sehr viel, leider, also nein, ich muss mich korrigieren, es ist nicht sehr viel, was ich nicht aufnehmen konnte. Es war ein bisschen, was ich nicht aufnehmen konnte. Und jetzt muss ich etwas schnell nachschauen. Tatsache, Wingsuit, kann man kaufen, machen wir. Ja, sicher. Und dann habe ich gehört, was? Okay. Ich habe gemeint, wir können hier noch den Fallschirm freischalten. Es hat ja beim 3 hat man einen Fallschirm gehabt. Wäre eigentlich nicht mal so schlecht. Oh, das sind Karten, die kann man auch kaufen. Das ist ja interessant. Soll ich mir eigentlich kaufen? Nein, das mache ich jetzt noch nicht. Wir sind ja noch nicht so weit im Spiel. Ich habe vorher ein bisschen übertrieben gehabt. Ja, ich bin auch zu optimistisch in das Ganze hineingegangen. Wir schauen mal schnell auf die Karte. Also ich bin jetzt da und da haben wir angefangen. Also da ist Banapur, wo wir dann angefangen haben, wo ihr jetzt eigentlich theoretisch im letzten Video auch gesehen habt. Dann hat mich eine Mission dahin geführt, die hat mich dann da geführt und also da hat es wieder eine Mission gegeben, die hat mich dann wohin geführt, wo? Ja, ich glaube da wo wir jetzt sind. Also ihr seht, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Wir können hier schnell auf die Fähigkeiten gehen, was ich schon alles freigeschaltet habe. Ich habe Tod von oben, Messerwurf, Takedown, bewegliches Ziel. Dann da habe ich gute Kondition 1 und 2, oder respektive sehr gute Kondition. Heilspritze Level 2, Gerätespezialist, ich kann nicht, dass ich das wird brauchen, aber ist okay. Und dann noch das, dass wir meine dass ich mir noch eine Jagdspritze herstellen kann. Ich habe zwar gemerkt, es gibt mir irgendwie bessere Heilungsspritzen, oder wie man denen soll sagen, aber dann ist ja anscheinend nicht so. Wie auch immer, wir müssen jetzt so im Game ein bisschen weiterkommen. Weil ich habe, im letzten Game habe ich sehr viel, bin ich einfach so umeinander gelaufen, ohne wirklich gross etwas gemacht zu haben. Und würde ich sagen, machen wir doch hier eine Schnellreise hier hin. Weil mein heutiges Ziel, oder respektive das Ziel, das ich jetzt gerade habe, ist, den unteren Aussenposten übernehmen. Das machen wir doch kurz. Hallo? Oder hätte ich noch eine Mission für mich? Die nehmen wir jetzt natürlich nicht an. Wo hat er da schönes aufdingst? Und irgendwie tut es mir jedes Mal, wenn ich irgendwo ankomme, wird irgendwo geballert und Zeug und Sachen und das ist doch einfach mühsam. Es ist auch laut. Die sich nicht ein bisschen beherrschen. So, da einen wollte ich. Kyratea-Terrassen. Außenpost mit einem Alarm leicht, schaltet frei, Schnellreise, Handelsposten, neue Aufgaben, du erhältst XP in Abhängigkeit von deiner Leistung. Ein Handelsposten, das sind einfach die Automaten, wo man sich Zeugs kann kaufen damit. Ups.
Ja, Merkpunkt. Ja, jetzt ist gut. Muss man das auch können, immer mit S das Ziel abbrechen? Oder? So, also es geht in die Richtung, das heisst, ich nehme mir jetzt mal das Auto. Wieso auch nicht? Und dann gehen wir doch mal schauen, wo das so ist da. Die 700 Meter, die haben wir hier im Flug. Also, Sabal sagt, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen, um Kyrat zu retten. Ich glaube, da könnte was dran sein. Hat nicht mal irgendwer gesagt, Ist dass klar, die da vorne kommt er Opium dann für auch das schon. Volk ist. Tja, wenn Sabal nicht will, dass wir Drogen schnell. nehmen, muss er uns was anderes bieten. Okay, ich meine, war ich schon mal auf einer Party, wo es hieß, kein Alkohol, keine Drogen, Da keine habe ich noch etwas Musik. gesehen. Und ich denke mir so, ey, was zum Teufel mache ich hier? Andererseits kenne ich auch ein paar wirklich Da steht Leute. weiter drin. Ich habe da gerade ein grünes Blatt gesehen. Das war da meistens oben Scheiß. weggeschmissen. Vielleicht sind wir auch Rechts. irgendwie drauf. Dann merkt ihr euch mal, wo ich parkiert habe. Dann nehme ich da das Blatt. Das sind meine Kollegen. Hallo Kollegen. Ui, und da unten ist etwas. Gehe ich mir jetzt natürlich gerade krallen. Ein Reissack und eine Beutetasche, die fast voll ist. Nein, das ist natürlich meine Beutetasche, die fast voll ist. Weil ich nach wie vor noch kein Schwein gefunden habe. Also ihr merkt, Scheiße. Ich habe mal etwas gehört sagen, und zwar, wenn man einen Elefant sieht, einfach abhauen. Weil die Viecher sind anscheinend recht aggressiv. Ich wollte jetzt mich nicht gerade mit einem so einem Viech konfrontiert sehen. Ah ja, und übrigens, da bin ich erst mal verreckt. Ich bin aus Versehen einem Alligator entgegengeschwommen, der das sehr begrüßt hat, dass ich da jetzt gerade anzuschwimmen komme. Ist echt dumm gelaufen dort. So, schnell ins Auto rein und hoffe, dass der Elefant mich nicht gesehen hat. Jetzt nicht auf die Straße. Ups, sorry. Übrigens, traurige Bilanz. Ich habe schon ein paar Autos geschrottet. Jetzt habe ich den Viecher überfahren. Keine Ahnung, was es ist. Hat es gesehen, Tiger oder so. So, 200 Meter und dann sind wir auch schon da. Ich würde sagen, steigen wir aus. Ich wollte das einfach ausprobieren. Es war völlig unnötig gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Mehr oder weniger. So, mal schauen, wie das aussieht mit dem Höhenvorteil da. Ja, den kannst du knicken. Da muss man das Ganze jetzt mal ein bisschen von weitem anschauen. Besten schnell die Kamera vornehmen und ein bisschen hinzoomen. Das sind doch schon ein paar Leute. Also ich glaube, von unten her wäre es vielleicht noch eine Option, einen Angriff zu starten. Ich gehe jetzt da, glaube ich, mal da auf den Hügel rauf. Ja, das müsste gehen. Ja, und ein Adler hat mich auch schon umgebracht. Also. Und dann hat es das da für Viecher. Das sind wieder so Hunde. Denen gehe ich lieber aus dem Weg. Ich habe jetzt momentan anders zu tun. Also da ist einer. Und ist das alles? Anscheinend, hä? Okay. Ich muss das so machen, ich kann jetzt gerade momentan meine Waffen nicht benutzen. Und das wäre jetzt sehr dumm, wenn ich das würde machen. Ja, jetzt auf das Pfeil muss ich jetzt halt auch verzichten. Obwohl das natürlich recht gut gewesen wäre zum Verkaufen dann. Oh, das ist schon das Tuk-Tuk. So, jetzt bin ich da schon einiges näher. Jetzt können wir da nochmal reinschauen. Wie es da so aussieht. Also ich sehe da zwei jetzt. Da hinten sehe ich keinen. Oh Scheiße, ich habe nichts gesehen. Jetzt ist die Frage, wie schlimm ist das, wenn der mich gesehen hat? Haben die Alarm geschlagen oder nicht? Habe ich den getroffen oder nicht?
Ich habe ihn nicht getroffen. Ich gebe meinen Pfeil einfach wieder zurück. Du siehst. Ja, haben wieder. Und die Marke. Oh nein. Schon wieder so ein Elefant. Mal schauen, macht er mir jetzt etwas? Nein, er ist zwar grün. Ich kann auch auf ihn reiten. Jetzt sollen wir doch mal probieren, ob ich auf ihn reiten kann. Hallo. Mach mir nichts bitte, ich bin friedlich. Peace. Okay, also er will nichts von mir wissen, das ist auch schon mal gut. Das ist nicht gerade unbedingt das Positivste, aber auch nicht das Schlechteste. Ja, also anscheinend sind das nur die 2 Leute. 3, 4, 5. Alles klar. Dann würde ich sagen, zuerst auf den, dann auf den, dann auf den, dann auf den und dann auf den. Ich komme meine Taktiken da. Weißt du was, wir fangen einfach mal an. Ich überlege einfach zu viel bei solchen Games. Das ist die Krankheit, die ich von so Titeln wie Metal Gear habe und so. Und da steht gerade einer. Also Nummer 1 ist weg. Schnell ins Mikro reinhusten, das ist auch immer gut. So, jetzt mal schauen, was jetzt gescheiter ist. Also da oben ist einer. Den kann ich nicht erreichen. Den könnte ich aber. Und der versteckt sich dort hinter der Mauer. Ich kann nicht, was ist der dort da machen? Schau, der. Ah, das ist. Bam! Der ist gut gelaufen. Das heisst, jetzt kann ich da rüber. Und dann probiere den von der anderen Seite her anzugreifen. Mal schauen, ob das funktioniert. Nein. Sich hinter dem Haus zu verstecken. Das finde ich schon mal sehr positiv. Da kann ich dann einfach aufs Haus rauf. So. Das sind die anderen, der muss jetzt gerade um die Ecke rumkommen. Oh Scheiße, da oben ist ja auch noch einer. Alles klar. Vielen Dank. Diese tun echt weh. Ach Scheiße. Ich ruf die Verstärkung. Okay. Scheiße. Ah, da nicht zu wählen. Das schießt mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen an. Da. Oh nein, du triffst mich eh nicht. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Wir kommen von der Straße. Wir können nicht fahren. Ah, Straße. Wo Straße? Ah, von da kommt es. Lustig. Sein, obwohl das natürlich sehr gut ist, was die XP angeht. Jetzt komm schon, Mann. Das kann es doch nicht sein. Und auch ein auf Rush. Ja, als Pfeifen da, wenn du mich fragst.
Ist da die letzte Pfeife? Da ist die letzte Pfeife. Bams! 3 von 24 Aussenposten befreit. Also ihr seht, wir haben noch sehr viel für uns. Und der war jetzt sehr schlecht gewesen. Aber ja, ich kann es leider nicht ändern, es tut mir leid, dass ich so ein Pfeifer bin. Obwohl ich immer die anderen als Pfeifen bezeichne. So, gibt da Zeug rein. Da hat sich jemand vorgenommen, Außenposten zu erobern. Aber mach langsam. Du hast noch viel zu tun, bis die Chancen ausgeglichen sind. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal das Zeug verkaufen da. Und zwar einfach alles weg, was wir nicht brauchen. Die behalte ich mal lieber. Das ist so, ich bin in den Teich hineingekommen und dort war so ein Riesenfisch gewesen, und dann habe ich gedacht, ja komm, nimmst du mal das Zeug. Ja. Also, Schweinehut brauchen wir. Schweinehut. Unbedingt Schweinehut. Da hat wieder das Bett. Momentan wollte ich aber nicht schlafen, sondern ich möchte eigentlich jetzt gerne noch mal auf die Karte schauen. Also wir sind jetzt da. Da hätte ich noch ein Turm-Dings. Also wenn ich den jetzt mal markieren. Das geht da rauf. Haben wir da echt irgendwo gerade einen Helikopter rum? Das wäre natürlich das Genialste vom Genialen. Oh, da hast du. Hallo. Oh, das ist böse. Oder ist nicht? Können wir Heu sagen? Hoi Elefant, darf ich dich reiten? Nein, er ist grün. Er ist grün, du bist grün. Aber lass mich nicht reiten, ich kann reiten. Nein, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man sich muss, freischalten muss. Habe ich mal gemeint. Was ist das? Was ist das? Überall Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da einzudringen. Nein, ich wollte jetzt weitermachen. Ich wollte ein bisschen weiterkommen da. Also los. Nicht immer da mit so Kleinigkeiten aufhalten. Ich wollte endlich mal in der Storyline ein bisschen weiterkommen. Wo ich sage, mucken wir jetzt einfach mal schnell die Karre da. Den Weg von zum Turm. Ihr hört den Sender Freies Kyrat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur Kyrat-Tee als Zentrum für Paul de Fleur. Bin ich noch gespannt, ob wir da echt wieder auf Gegenwehr treffen. Bei den letzten 2 Türmen war es jedenfalls so gewesen, dass jeweils 2 Wachen rum waren. Du bist doch ein Idiot, pass doch ein bisschen auf. So, was haben wir da Schönes? Sieht mir aus wie so eine Tempelanlage, die ich jetzt eigentlich gerne möchte erkunden, weil Pagan Sommer Bergmann suche auf der Karte nach Dings und gegnerischen Konvois. Jawohl. Ist gut, wenn ich dann Zeit habe. Momentan habe ich das eben nicht, weißt du, ich kann auch noch das Leben. Und da hat es wieder so einen komischen Brief. Was steht da auf dem Brief? Ich kann den jetzt mal lesen. Ich muss so nah hinstehen, dass ich ihn gar nicht mehr gesehen habe. Okay. Pagan Mins Weisheit Nummer 4. Ein Pfad kann überall hinführen, aber der goldene Pfad führt nur in den Untergang. Möge Pagans Licht sie alle erleuchten. Ah, klar. Sehr interessant gewesen. Komm. So. Finde ich jetzt ein bisschen... Jetzt geht aber sehr langsam. Finde ich, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich möchte jetzt eigentlich mal gerne weitermachen da. Das ist eigentlich da, wo ich will. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Kyrat. Gewähren Sie Und wir müssen auf den Verkehr aufpassen, die fahren hier wie Tanker. Wenn Sie sich ihnen nähern. Es ist unglaublich, wie die da fahren. Ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Du bist doch ein...
Oh Mann, okay, der hat mich jetzt zum Lachen gebracht und ich denke, es ist okay für heute. Anscheinend bin ich nicht mehr imstande, aus Autos auszusteigen. Ich habe es doch schon ein paar Mal geübt. Wie auch immer. Okay, ich gehe da mal schnell auf einmal vor die Tür. Wo bin ich? Ich bin wahrscheinlich am Arsch von der Welt. Oder was ist das da? Der Pleur hat überall Außenposten hat Augen in der befreiten Gegend. Außenposten, Es wird indem sehr du alle schwer sein, Gegner da tötest. einzudringen. Bonuspunkte gibt es, wenn du nicht entdeckst wirst und keine Alarm auslöst. Es wird Das wäre Patrouillen natürlich der eine Army geile geben, Idee, hä? aber die werden nicht Das mit dir Amt. rechnen. Ich weiss ja, wo es ist. Und ich hoffe, es verschwindet nicht einfach so. Wie ja auch schon ein paar Mal passiert. Und jetzt hat es noch nicht einmal ein Auto oder so. Nein. Anscheinend mal ein Tuk-Tuk. Jetzt muss ich mit dem Tuk-Tuk nicht rauffahren. Oh Mann. Ernsthaft. Mal schau da, dann nehme ich jetzt gerade das Auto. Das sind nämlich die mich überkarrt haben. Du kommst hier nicht vorbei. Nimm es. Ja. Ist sowieso nicht meins. Okay, alles klar dann. Vielen Dank. Ich glaube, gemeint, die sind nackt oder so. Ich glaube, das Auto fährt sich ein bisschen besser als das letzte. Aber hat die Traktion von einem Ihr hört den Sender Freies Kürat, hier ist Eiskunstläufer Radio auf Rwanda. Eis. So, Einmal an! Nein, die fahren mir jetzt tatsächlich hinten an. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt machen wir einen auf Steig. Weißt du? Es geht doch einfach nicht. Ui, ich habe Fähigkeiten freigeschaltet. Machen wir doch das ganz schnell. Weil, wir haben hier Tod von unten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Da könnte ich noch. Was? Wo ist der Elefant? Ich will Elefanten reiten. Elefantenreiter, aber es kostet 2. Okay, dann würde ich sagen, wir sparen uns den Punkt noch auf. Und da wollte ich endlich einen Elefanten reiten. Habe ich jetzt einen Platt. Wieso geht das Auto so langsam? Und vermeiden Sie Das plötzliche sind Bewegungen, Papiere, wenn die Sie sich interessieren mich nähern. nicht. Befehlen der Royal Army ist unter allen Umständen Da Folge hat es zu einen leisten. Tiger. Befehlsverweigerung kann ernste Kommt schon, weil der Konsequenzen nach Bekar hat sich nicht ziehen. funktioniert. Gefahr Und jetzt der könnt ihr Militär natürlich über alle zu der Frontscheibe rein. Das ist sehr schlecht überlegt von mir. So, ich parkiere mal da schnell. Und gehe schon mal gerade klippen. Oh, mein Auto ist gerade irgendwie umgekehrt. So, gut. Gut parkiert, so soll es sein. Den Rest gehe ich zu Fuß. Und ich würde sagen, den Rest sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Also da gehe ich jetzt noch schnell rauf, da müssen wir noch schnell erklimmen. Und jetzt oben noch eine grüne Pflanze, die muss ich mir unbedingt noch holen. Ah, da ist sie. Es dunkelt einfach, momentan hat es zu viele Gegner rum und das regt mich echt auf, nicht? Naja, mal schauen, also... wie sehr, dass es mich die ganze Sache aufregt und so. Das sehen wir beim nächsten Mal. Und da hinten ist einer. Ah nein, das ist eine Pflanze. Ja, eben wie gesagt, wie sehr mich das Ganze aufregen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis dann. Die kommen auf mich. Ciao zusammen.